Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu der Reaction zur Pressekonferenz nach der Niederlage gegen RB Leipzig. Für mich persönlich sind 2,5 Stunden vergangen nach Abpfiff oder fast 3 Stunden. Ich bin also ein bisschen runtergekühlt, von daher können wir jetzt mal geschillt in die 9,5 Minuten Pressetalk reingehen. Auf geht's. Tuchel begrüßen und natürlich zunächst auch um seine Einschätzung zum Spiel bitten. Bitte, Thomas. Okay. Ja, war er jetzt irgendwie überrascht, dass das eine Einschätzung geben soll, oder was? 30 Minuten okay, nicht mehr als okay. Thomas, ich bin jetzt schon wieder begeistert, weil, ist dasselbe, was ich auch gesagt habe. 30 Minuten, es war okay, es war jetzt nicht bärenstark, es war okay. Und weiter? Aber okay. Okay genug von uns, um verdient zu führen. Okay genug, um 2-0 zu führen, höher zu führen. Aber nicht das, was wir von uns erwarten, nicht das, was ich eigentlich gedacht habe, dass wir auch auf den Platz bekommen können, nachdem wie die letzten Wochen waren, wie die letzten Tage waren. Aber immer noch okay. Nach 30 Minuten erster, wie sagt man, erster Tipp, erste Mal eine Leistungsdelle. Und reaktiv geworden, schlampig geworden, schon in der ersten halben Stunde extrem viele Ballverluste gehabt, Ballgewinne, Ballverlust, Ballgewinn, Ballverlust, auf einem viel zu hohen Niveau, aber immer noch okay. Und zweite Halbzeit natürlich ohne Not und ohne Erklärung, ehrlich gesagt, komplett schlampig geworden im Passspiel. Freilaufverhalten, Positionierung. Gar nichts, ganz genau. Ganz genau. Welche Entscheidungen wir getroffen haben, welche technischen Fehler wir machen. Und gerade Zeit gehabt, die ersten 3-4 Minuten der zweiten Halbzeit uns anzuschauen. Das sind einfach 4 krasse technische Fehler, Entscheidungsfehler, Positionierung. Es sind Räume da, die wir nicht anspielen, verlieren die Bälle und kriegen dann irgendwie, die Räume sind zu groß gegen den Ball. Es ist zu wenig Aufwand, wenn wir den Ball haben. Es ist einfach zu wenig Aufwand. Das ist deutlich unter dem, wie wir uns vorstellen, wie wir Fußball spielen wollen. Dann die gesamte zweite Halbzeit und dann erlaubst du einfach die Möglichkeit, dass du ein Spiel verlierst. Und das ist passiert. Wir haben kräftig mitgeholfen, noch on top. Das ist leider die Analyse für heute. Stimme ich zu 100% zu, habe ich ja mit meinen Worten genauso analysiert. Ja, wir haben gute 30 Minuten gehabt, aber jetzt nicht überragend. Ich habe auch das gewisse etwas vermisst, aber es war okay. Lag aber auch daran, wie Leipzig gespielt hat, fairerweise. Und danach haben wir einfach, wie ich schon in einem anderen Video sagte, sind wir vom Platz gegangen, so ungefähr. Also wir waren zwar noch da, waren hier auf dieser eintönigen Schiene und haben es geschehen lassen. Und das sollte uns, gerade wie er es ja auch gerade sagte, nach den letzten Wochen und den letzten Tagen und bla und Sülz zu denken geben. Was ich hier dran dann kritisieren kann und auch mache, dass das die ganze letzte Zeit so ist mit genau denselben Spielern. Ja. Und ja, das bei 2 Trainerteams. Das hätte man halt schon längst mal ändern können, wenn nicht müssen. Und dann kriegt man halt die Konsequenz daraus, die wir jetzt bekommen haben. Ja? Weil man erwartet von denselben Spielern, die es seit einem halben Jahr nicht geschissen kriegen, dass sie es dann doch geschissen kriegen. Und ist dann immer wieder entsetzt. Och, ja, wow, ich habe da wieder dasselbe Ergebnis. Ja, warum denn wohl, wenn du nichts änderst? Man hätte halt mal den etablierten Spielern mal Feuer unterm Arsch machen müssen. Und das habe ich von Herrn Tuchel erwartet, wo er zu uns gekommen ist. Und genau das hat er nicht gemacht. Er ist in genau dieselbe Kerbe gegangen, wie Nagelsmann das getan hat. Wie, ach ja, wir streicheln die alle so, ja, ist gerade eine schwierige Situation, ja, aber komm, ist egal, wie ihr spielt trotzdem alle, ist alles gut. Ihr seid die etablierten deutschen Nationalspieler, ihr spielt einfach immer, ist scheißegal, welche Leistung ihr bringt. Und dann setzt man sich da hin und sitzt dann da und ja, eigentlich habe ich jetzt ein anderes Ergebnis erwartet. Ja, wenn man genau dieselbe Scheiße macht wie der Vorgänger, was soll man dann ein anderes Ergebnis erwarten? Was soll sich da ändern?
Gar nichts. Man hätte halt da hinkommen müssen und sagen müssen, weißt du was, ich habe eure Leistung gesehen das letzte halbe Jahr, entweder bringt ihr jetzt eine bessere Leistung oder ich tausche euch aus, es sind genug Leute hinten dran. So, aber das hat man nicht getan, die Eier hat man nicht gehabt, man hat sich da hingesetzt und ja, ich fahre mal die sichere Schiene, vielleicht werden wir da dann wenigstens noch deutscher Meister. Wir sind überall ausgeschieden mit diesem Personal. So. Und es wurde trotzdem nichts geändert. Es wurde immer alles schön geredet. Wir sind auf einem guten Weg, bla, Sülz. Oh ja, wir haben Schalke 6-0 geschlagen. Wir sind so bärenstark. Nee, gar nichts, Alter. Das war Schalke 04, die gegen Abstieg spielen. Punkt. Ja. Und dann wundert man sich jetzt, dass man dasselbe Ergebnis hat. Das ist doch der ganze Witz an der Sache. Ja. So, es ist doch logisch. 2 + 2 ist 4. Und 2 + 2 ist vor einem halben Jahr 4 und 2 + 2 wird auch nächste Saison 4 sein. Wenn man die gleichen Kapsbieren da weiter rumwurschteln lässt, wie es ist und aufstellt, obwohl sie keine Leistung bringen, nur weil sie gestandene, erfahrene Spieler sind und man den jungen Spieler nicht irgendwelchen Druck aussetzen möchte, da wird man wieder dasselbe Ergebnis erlangen. Ja, da müssen wir uns ja wohl nichts vormachen. Und ja, Thomas hat sich's einfach nicht getraut. Er hat sich nicht getraut, beim FC Bayern hinzugehen und zu sagen, bam. Nein, er hat die gleiche Scheiße durchgezogen, wie es Nagelsmann durchgezogen hat. Nagelsmann hat sich's auch nicht getraut. Beim Nagelsmann konnte ich es aber verstehen. Ne? Der ist Mitte 30, seine erste Station beim wirklich großen Club, dass er sich nicht dahinstellt und sagt, ja, als erstes säge ich mal den Goretzka ab, weil er keine Leistung bringt. Als nächstes säge ich mal den Gnabry ab. Den Sané schicke ich auch in die Wüste, wenn er keine Leistung bringt. Ja, hat er mit Neuer und Müller gemacht und haben mal gesehen, wo es geendet ist. Deswegen durfte er dann mal sehr wahrscheinlich, oder was heißt deswegen, aber war mit Sicherheit ein Grund, warum er einen Hut nehmen durfte. Ja, aber von einem Tuchel hätte ich das erwartet, weil ich ihn bisher immer so wahrgenommen habe. Aber er ist zum FC Bayern gekommen und hat genau die weichgespülte Art durchgezogen, die wie jeder andere Trainer auch. Ja? Und das Ergebnis sehen wir jetzt, ist, dass wir alle 3 Titel verspielt haben. Das Ergebnis hätte man auch gekriegt, wenn man gesagt hätte, wisst ihr was, ich hau den Tell vorne rein, weil er unser verkackter einziger Stürmer ist, wir sonst keinen anderen haben. Aber nein, man gibt diesem Jungen nicht das Vertrauen, obwohl wir keinen Stürmer besitzen in unserem Kader, der fit ist. Es gibt keinen, außer ihn. Und man bringt ihn nicht. Man stellt lieber einen Gnabry, einen Müller oder sonst eine Wurst dahin, die diese Position einfach nicht vernünftig spielen können. So, und dadurch hat man am Anfang schon Punkte verschenkt. Ja, Gnabry hat dann seine Tore gemacht. Aber was für Kuppeldinger, ja? Und dann lassen Gnabry doch so wie heute, lassen auf der Außenposition spielen. Haben wir heute auch gesehen, was er da für eine Leistung gebracht hat. Die war unterirdisch. Also, I don't know. Aber das geht jetzt schon in die Analyse rein. Habe ich schon im anderen Video gesagt, da muss ich ein extra Video zu machen. Da kann ich mich dann 1,5 Stunden echauffieren, Alter. Aber wie gesagt, nochmal, 2 + 2 ist 4. Ja, und 2 + 2 ist immer noch 4, selbst wenn ein anderer Lehrer die Frage stellt. Ja, also, das ist das große Problem bei uns diese Saison gewesen. Tuchel kam und hat einfach gar nichts geändert. Null. Noch nicht mal geändert, dass ein Kimmich jede Ecke und jeden Freistoß schießt. Obwohl die alle Schrott sind seit 2 Jahren. Selbst dazu hat er nicht die Eier gehabt, damals zu sagen, nee, das geht so nicht. Das wird jemand anders schießen. Wie ein Cancelo, der aus dem Spiel heraus schon Flanken reintritt, wie ein junger Gott. Wollt ihr mir dann erzählen, er kann nicht in eine Ecke reintreten vernünftig? Da fängt's doch schon an. Da wurde doch schon gezeigt, dass man keine Eier besitzt. Weil es ein Herr Kimmich ist, ein Herr Goretzka, weil es das deutsche Mittelfeld ist. Alter, leck doch mein Arsch, die bringen keine Leistung. Was stehen die auf dem Platz? Vielen Dank. Dann zu Ihren Fragen bitte beginnt Frank Link. Und dann steht man da jetzt und wundert sich, oh, jetzt haben wir die deutsche Meisterschaft auch noch verspielt. Ja, mit dem Personal. Cash für den Kicker hier rechts. Ja, Herr Tuchel, guten Abend. Wie erklären Sie sich denn diesen Einbruch dann nach 30 Minuten und warum war die Mannschaft Ihrer Meinung nach Ideen. auch nicht... Ich bin seit 8 Wochen hier, ich habe keine Ideen. Ich habe keine Ideen, warum 2 + 2 immer noch 4 ist. Seit einem Jahr ist 2 + 2 4. Ich habe aber keine Idee, warum. Weil die Leute spielen, ohne dass sie Konkurrenz haben. Ein Kimmich spielt immer. Der könnte nur noch ein Zeh besitzen und ein Arm und ein Bein. Der würde immer noch spielen. Weil er Joshua Kimmich heißt. Ja? Das ist so ein Trauerspiel, Alter. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Nicht mehr zu einer Reaktion in der Lage? Fehlt es da an Führungsspielern auf dem Platz? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich sehe die Mannschaft, wie sie trainiert und wie sie miteinander... Ja, und die Mannschaft trainiert so super und ist so super miteinander.
Aber wenn sie dann in der Bundesliga auf dem Platz steht, geht gar nichts mehr. So. Was bringen dann die tollen Trainingsleistungen von den doch ach so tollen Spielern, wenn sie jede Woche aufs Neue in der Bundesliga versagen? Aber im Training sind sie alle so stark, dass ich keine anderen Leute bringen kann. Miteinander umgeht in den letzten Wochen. Das kann ich beurteilen. Aufregen. Das ist eine absolut positive Entwicklung. Ich mache es jetzt auch ein paar Jahre und Wo ist denn da die positive Entwicklung? Ja, wie gesagt, das Schalke-Spiel war positiv, das Spiel davor war so halbgar, war okay, war auf einem guten Weg und heute dann wieder dieselbe Scheiße. Das ist doch keine positive Entwicklung. Das ist doch dann wieder hier, so eine Kurve und nicht so eine Kurve. kann, glaube ich, beurteilen, wenn wir, ob wir Qualität im Training haben, ob die Stimmung die richtige ist. Und wir hatten richtig gute Zeit jetzt die letzten paar Wochen. Das haben wir uns auch nicht schön geredet. Zum Thema Führungsspieler und sonst was. Es geht um Positionierung. Es geht darum, dass wir verstehen, dass die kleinen Dinge zählen. Ja, aber wenn die Spieler das doch nicht verstehen, warum stellst du sie dann jede Woche wieder auf? Ja, er spricht es an, Positionierung. Wo läuft denn ein Kimmich rum? Ein Kimmich läuft 80% der Zeit irgendein Gegenspieler hinterher. Als Sechser, wo er den Gegenspieler abfangen muss. Nein, da muss ein Pavard als Innenverteidiger auf die Sechserposition vorrücken, weil da keiner ist und den Ball erobern. So, da kannst du Goretzka mit ins Boot nehmen. Goretzka läuft auf dem Platz überall rum. Kimmich läuft auf dem Platz rum wie ein geköpftes Huhn, Alter. Überall und nirgends. Ja, das Fass könnten wir weiter aufmachen. Junge, er erzählt einfach von Positionierung, stellt die Spieler aber immer wieder auf, die diese Positionierung nicht machen. What the fuck? Das ist das, was wir im Training machen, auf dem Platz machen müssen. Wenn ich mich im Training freilaufe, 2-3 Meter, um meinem Mitspieler zu helfen, dann muss ich das im Spiel auch machen. Völlig unabhängig davon. Ja, und wenn die Spieler das nicht machen, müssen sie halt völlig unabhängig von dem Scheißtraining auf die Scheißersatzbank. Wie es steht, völlig unabhängig davon, welche Minute das ist. Wenn der erste aufhört und der zweite aufhört und das Feld nicht mehr eng ist und die Lücken nicht mehr besetzt sind und wir aufhören, nach unseren Prinzipien zu spielen, dann wird es ein Würfelspiel, dann gewinnen wir halt oder wir verlieren, aber dann haben wir es nicht mehr selber in der Hand, um das in eine Richtung zu drücken. Und deshalb bin ich enttäuscht, weil wir das so viel besser können und weil wir das alles haben vermissen lassen in der zweiten Halbzeit. Und wir haben eine Führung gehabt, wir haben das Spiel in der Hand gehabt und wir bewegen uns zu wenig mit Ball, wir bewegen uns zu wenig, wenn wir angreifen, wir müssen das Feld enger halten, wir müssen gemeinschaftlich klarer, fehlerfreier und bewusster Fußball spielen in allem, was dazugehört. Und wenn wir das nicht tun, dann ist es ganz natürlich, dass du verwundbar bist. Dann kannst du 3-0 eine Halbzeit in Mainz verlieren offensichtlich und ist ja nicht zum ersten Mal und offensichtlich schaffen wir das zusammen. Ja, ganz genau. Es ist nicht das erste Mal, aber wir haben so eine positive Kurve seit dem Spiel in Mainz. Haben wir heute gesehen, oder? Diese super positive Kurve. So, das ist, was ich halt nicht verstehe, ja. Er kritisiert die ganzen Sachen, das ist völlig okay. Aber dafür sind ja, ich sag mal, 2-3 Schlüsselspieler verantwortlich, ja. Das sind die Spieler, die die Kommandos geben, die dafür sorgen, dass die Abstände so einzuhalten sind, dass die Positionierung passt. Und wenn dann halt ein Gnabry da steht und jedes Mal steht ein verfickter Spieler dazwischen und der gute Mann kann sich nicht mal 2 Meter bewegen, damit er frei steht und hat nicht den Ehrgeiz, sich frei zu laufen, da muss ich da als Joshua Kimmich, der ja unseren Kapitän für die nächsten 20 Jahre gerne sein möchte und unser absoluter Führungsspieler ist, auf den der ganze Verein ja sein ganzes Geld gewettet hat, dann kann ich doch wohl von dem Spieler verlangen, gerade wenn er dann noch der dickste Bro vom Gnabry ist, mal hinzugehen und sagen, hör mal, Serge, so geht das heute nicht, du musst dich mal ein bisschen bewegen und dich freilaufen. Und das kann er dann auch gerne zu jedem anderen Spieler sagen. Ja, so, dafür ist ein Führungsspieler da. Dafür ist aber auch dann ein Kapitän da, der Müller heißt, der vorne aber komplett in der Luft hing. Ja, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen nachdenken, auf welcher Position man einen Kapitän haben möchte. Ja, und ansonsten muss man das auch mal innerhalb der Halbzeitpause ansprechen. Das kann ja auch nicht das Problem sein. Und wenn dann die Spieler das nicht umsetzen können, so, da muss ich halt irgendwann mal als Trainer mich da hinsetzen und verkackt nochmal Konsequenzen ziehen. Und nicht Spiel für Spiel für Spiel dieselben Pappnasen aufstellen und ein anderes Ergebnis erwarten. Ja, es ist ja nicht so, dass die Spiele, die wir gewonnen haben, super stark waren. Dass wir die super souverän gewonnen haben, mal abgesehen vom Schalke-Spiel. Ja, das war aber auch Schalke, die 1:1 auf dem Platz gegen uns gespielt haben, was völlig hirnrissig ist. Weil wir, auch wenn wir
viele Spieler haben, die keine gute Form haben, im 1:1 auf dem Niveau, was Schalke an Spielermaterial hat. Ja, so what? Kommt das bei raus, was dabei rausgekommen ist. In jedem anderen Spiel haben wir uns schwer getan. Ja, und das verstehe ich nicht. Das ist auch das Einzige, was ich kritisiere. Ja, und das ist okay, das sind alles Menschen, das sind alles Spieler, die haben halt, was weiß ich, persönliche Probleme, haben keinen Bock mehr auf den FC Bayern, weil Nagelsmann entlassen wurde. Was weiß ich, haben Stress mit der Ollen zu Hause, das weiß man ja alles nicht. Das sind alles Menschen, das ist auch völlig okay. Ja, würde die auch niemals angreifen. Aber wenn sie doch nun mal keine Leistung bringen oder das nicht umsetzen können, was der Trainer möchte, so, dann kann ich mich doch nicht als Trainer Woche für Woche dahinstellen und immer wieder erwarten, dass 2 + 2 5 ergibt. Was nun mal nicht passieren wird. Zusammen heute auch ein Spiel aus der Hand zu geben, das haben wir komplett selber verloren. Und dann noch zu Hause gegen Mainz kann man ja immer noch argumentieren, ja, kann mal passieren, auswärts, Publikum kommt auf und so. So keine Mentalität auf dem Platz und war irgendwie auch noch gespalten, weil Nagelsmann Entlassung noch nicht so lang und her war und bla und Sülz. Aber doch nicht 2 Spieltage vor Schluss, Alter, wo es um alles geht. Zu Hause, wo das Publikum wirklich die ersten 45 Minuten das komplette Stadion da war. Lass sich nach dem 1:0 alles vermissen, was man vermissen lassen kann. Das kann's doch nicht sein. Und das ist nicht das erste Mal. Das war auch schon in den Heimspielen Freiburg, Hoffenheim. Da können wir weiter aufzählen, ja. Aber das sind die Spiele, wo der Tuchel schon da war. Da muss er doch mal Konsequenzen ziehen, Leute. Und kommt mir jetzt nicht wieder, ja, der Tuchel wollte die Meisterschaft einführen, deswegen hat er auf die etablierten Spieler gesetzt. Und du kannst das alles gar nicht beurteilen, weil du nicht die Trainingsleistung siehst. Ja, sehe ich nicht. Und ich sehe die Leistung jeden Samstag auf dem Scheißplatz. Und jeden Samstag sind die gleichen Spieler scheiße oder sind nicht auf ihren Position vorhanden, weil sie irgendwo rumdumpeln, wo sie nichts zu suchen haben. So, und wie er gerade ja selber sagt, sieht er das ja auch. Aber er ändert nichts, weil er nicht die Eier dazu hat. Er hat nicht die Eier mal zu sagen, weißt du was, Joshua, du hast halt einfach gerade keine Form, ich lass dich mal eine Woche draußen. Oder ein Koretzka mal zu sagen, weißt du was, du bist jetzt aber mal klar hinterm Gravenberg. Das hätte den Gravenberg auch mal gut getan. Und er hat die Form gehabt. Da wäre vielleicht was gegangen. Man hätte auch mal sagen können, Leute, wir haben jetzt 6 Wochen definitiv keinen Stürmer. Warum hauen wir nicht mal den Tell rein und geben ihm die Chance? Ja, vielleicht wäre schon alles durch. Nein, machen wir nicht. Und erwarten andere Ergebnisse. Das haben wir heute bei allem Respekt für den Gegner, aber das haben wir komplett selber aus der Hand gegeben. Ja, haben wir auch. Ohne dass unser Gegner sehr viel dafür tun musste. Ja. Etwas weiter oben, Heiko Niederer für Bild, bitte. Wie werden Sie den morgigen Tag verbringen? Werden Sie das Dortmund-Spiel gucken? Wie sehr glauben Sie noch an den Titel? Und was Gar nicht, Alter. Wie gesagt, es ist völlig unabhängig von Dortmund. Ja, nichts gegen Dortmund. Also wie gesagt, Augsburg ist durch. Es sei denn, Stuttgart gewinnt morgen, aber die Chance ist eigentlich super gering. Ja, also eigentlich ist Augsburg durch vom Torverhältnis und so weiter. Selbst wenn Dortmund morgen verlieren sollte in Augsburg, Dortmund wird das Heimspiel auf jeden Fall gewinnen. Dortmund ist einfach eine Macht zu Hause. Wir werden in Köln nicht gewinnen. Leute, wir werden in Köln nicht gewinnen. Wir kriegen ein Gegentor und wir fallen auseinander. Guckt's euch an. Ja, und das schon zu Hause. In einem Spiel, wo wir alles im Griff hatten, wo wir den Gegner komplett im Griff hatten, dann schießen wir ein eigenes Tor und stellen das Fußballspielen ein. Ja, und dann kriegen wir noch eins, dass es 1:1 steht. Und wir haben keinerlei Mittel, wieder in die Spur zu kommen. Wie willst du da auswärts in Köln überhaupt daran denken, dass du einen Punkt da mitnimmst? Ja, das Stadion wird brennen, der Trainer von Köln wird brennen, ihr seht's ja, selbst wenn wir 1:0 in Führung gehen, bedeutet das nix. Gar nichts. Das ist doch wild. Ja? Und das wird sich doch jetzt nicht ändern. Es ist doch noch schlimmer geworden jetzt. Titellose Saison für Sie persönlich bedeuten? Das ist halt die ärmste Sau, was das betrifft. Ja? Das auch nochmal klar zu sagen. Ja? Das ist die ärmste Sau, Alter. Er kommt dahin, wo wir in allen 3 Wettbewerben dabei sind. Die Mannschaft ist komplett zerstört, physisch, psychisch. Und er muss das jetzt alles da auf den Schultern haben. Das ist so, diese Trainer zu diesem Zeitpunkt war einfach so dumm im Nachhinein betrachtet. So fucking dumm. Punkt. Ja. Man weiß nicht, warum das auseinandergegangen ist mit Nagelsmann. Wie gesagt, zur Hälfte wird dann Müller und Neuer und so mit reingespielt haben. Die andere Mannschaft war für Nagelsmann, haben wir ja alles mitbekommen. Das war so dumm.
Man hat den Tuchel dadurch echt verbrannt, Alter. Richtig verbrannt. Ja, der Tuchel sitzt da jetzt und muss argumentieren, ja, Tuchel, warum haben sie das nicht hingekriegt? Die Mannschaft ist ja super bespickt, war in allen Wettbewerben, war super mit dabei, war nur 1 Punkt hinter Dortmund und sie haben jetzt alle 3 Titel verspielt. Das ist, was von ihm in Erinnerung bleibt. Ja, das ist kompletter Fail. Kompletter Fail. Muss sich der Bratze und der Olli, die müssen beide gehen. Die müssen beide gehen, so leid es mir tut. Ja. Ich bin beim Olli immer noch anderer Meinung gewesen, aber das haben die beide getragen, diese Entscheidung. Und die war halt im Nachhinein betrachtet einfach der komplette Fail, Alter. Entweder hätte den Nagelsmann 2 Monate vorher rausgeschmissen, wenn da schon irgendwas nicht gestimmt hat, das wissen wir ja alle nicht, irgendwelche Ungereimtheiten. Oder hätte es mit ihm die Saison zu Ende gebracht und vielleicht hätte er sich mit dem Titel verabschiedet, vielleicht nicht und hätte es gesagt, komm, wir haben für nächste Saison den Tuchel, wir sehen dich hier nicht auf lange Sicht und wäre gut gewesen. Ja, wäre ein vernünftiger Abschluss gewesen. Ja, er ist jetzt die ärmste Sau, die da sitzt. Ja, um das mal ganz klar zu sagen. Natürlich kritisiere ich ihn auch dafür, dass er die gleiche Schiene gefahren ist, dass er nicht die Eier hatte zu sagen, ja, ich riskiere das, ich hau die Jungs rein, ich fühle das. Nein, er hat immer gehofft, dass 2 + 2 5 ergibt, was nun mal einfach nicht passiert ist. Aber das, was er durchgezogen hat von der Aufstellung, von der Taktik her, hätte mit dem Nagelsmann auch durchziehen können. Und der Nagelsmann hätte wenigstens noch die Eier gehabt und hätte durchgehend die Dreierkette gespielt. Also von daher. Ich hatte ja das Glück, auch schon ein paar Titel zu gewinnen. Und für uns im Trainerteam war es dramatisch zu erkennen, wie wenig sich verändert. Also freust dich und bist erleichtert, aber dann versuchst du die nächste Saison zu planen und das erste Training wieder auf dem höchsten Level zu machen. So, deshalb, erstens ist es nicht beendet. Es ist noch nicht beendet. Schauen wir mal nach dem letzten Spieltag. Wir wollten das auf jeden Fall anders haben. Ich stehe in der Verantwortung dafür. Sie können sich sicher... Wofür er nichts kann, nochmal. Ja, wie gesagt, klar, er hätte ein bisschen was anderes machen können, aber er hat mit Sicherheit nicht diese Saison zu verantworten, Alter. Sein, dass die nächsten 2 Tage extrem bescheiden sind für mich. Ich kann ganz schwer mit Niederlagen umgehen, für mich persönlich. Wir werden alles auf den Kopf stellen und ich werde natürlich dieses Spiel anschauen und versuchen zu analysieren und versuchen zu verstehen, wie wir so einen krassen Rückschritt machen in einer Phase, wo es eigentlich kleine Schritte gibt, aber alle Schritte in die richtige Richtung gehen. Wieso es dann irgendwie nach 30 Minuten wir uns entscheiden, in die komplett andere Richtung mit 7 Meilenstiefeln zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich eine Antwort bekomme, wenn ich isoliert jetzt das Spiel anschaue. Davor habe ich ein bisschen Sorge, muss ich ehrlich sagen, dass das Spiel mir technische und taktische Antworten liefert. Aber wieso das so passiert, jetzt in der Phase, in der wir gerade sind, weiß ich nicht, ob ich das da raus... Man hat heute wieder das Gefühl gehabt, dass einfach keine Mannschaft auf dem Platz steht. Ja, es war heute wieder so, abgesehen mal, wie gesagt, von Musiala, Coman und Cancelo, die nehme ich da raus, da hast du schon gesehen, die haben Gas gegeben, die haben versucht, aber der Rest war nicht anwesend. Müller noch ausgenommen, die erste halbe Stunde, hat auch viel versucht. Danach, jeder hat irgendwie nur mit sich zu tun gehabt. Keiner hat mal irgendwie abgeklatscht, versucht, irgendwie mal wach zu rütteln oder dass man das Gefühl hatte, komm jetzt Jungs, lasst uns noch mal. Und wenn es nur symbolmäßig mal ein Kreis vorm Spiel oder zur zweiten Halbzeit ist, wo man sich nochmal, wo der Leader, ob es ein Müller ist, ob es ein Kimmich ist, die ja alle unsere tollen Leader sein wollen, nochmal ein bisschen heiß macht oder so wie es Neuer immer gemacht hat, mit seinem Brustplatscher da, mit jedem mal abgeklatscht oder sowas als Kapitän. So, das fehlt komplett. Ja, man hat nicht das Gefühl, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht. Das hat man nicht. Man hat nicht das Gefühl, dass da eine Hierarchie ist, wo man sagt, yo, das ist der Kern, alle anderen richten sich danach. Nee, man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, der Spieler kummelt da ein bisschen, der kummelt da ein bisschen, die kummeln da ein bisschen und keiner gönnt dem anderen irgendwie. Man hat so das von außen den Eindruck, dass die Mannschaft komplett zerstritten ist. Was natürlich immer dementiert wird, ist auch nur Mutmaßen, keine Frage. Aber viel anders kann man das doch schon nicht mehr erklären. Ja. Viel anders kann man das doch schon nicht mehr erklären. Wie oft musste Müller heute den Gnabry zusammenpfeifen, damit er mal versucht, überhaupt nach vorne zu rennen, um zu pressen. Hat er gar keinen Bock zu gehabt. Ja. Und ein Kimmich und Goretzka, da war gar keine Absprache da. Ja, oder eine Absprache mal mit dem Sechser
mit der Viererkette in der Innenverteidigung ist seit Wochen und Monaten nicht vorhanden. Ein Kimmich denkt nur nach vorne und spielt dann nur Rückpässe. Ganz schwierig irgendwie alles. Bekomme. Ja, was war? Sprache. Zu viel geredet, was? No. War alles drin. Ich habe den zweiten Teil vergessen, glaube ich. Nee, kein Dortmund schauen. Hier vorne bitte, ja? Links. Thomas, can you explain what you think is lacking in the team? Thomas, Yeah, it's lacking today. I can explain you what was lacking today. I can explain you what is lacking. I cannot tell you why, because it's even for me now unexplainable, because we had everything and it was clearly working. So, and we are capable of doing it. We are not asking for crazy stuff. So today we didn't move enough when we had the ball. We stopped moving. We stopped helping us. We stopped showing courage when it's needed to be in position. Genau so war's. Das kommt, was ich gerade sagte. Du hast nicht das Gefühl gehabt, dass die Leute sich angeboten haben, freigelaufen haben. Gar nichts. So, immer der ach, komm, mach schon. Ganz wild. Also auch unerklärlich halt. Ich meine, wir haben ein Heimspiel um die deutsche Meisterschaft, Alter. Wir hätten heute den Sack zumachen können, wenn man nochmal das Selbstvertrauen mitgenommen hätte. Man hätte einen riesen Druck aufgebaut auf Dortmund morgen und so hat man alles verschenkt. Ja, und wenn man das sieht, diese Leistung wieder, diesen Rückfall, wie gesagt, nochmal, wir werden in Köln nicht gewinnen. Ja, das ist durch das Thema. Also das ist traurig, aber es ist so. Erinnert mich dann immer an diese Aussagen, ja, wir müssen erstmal schauen, dass wir mit Hertha auf ein Level kommen. Ja, also das sagt schon alles aus den letzten Wochen. To play brave. And to play brave does not mean that you do crazy stuff. You need to play reliable, you need to adapt your behavior to the situation. It's a different form of risk that you take in front of your own goal or if you take it in front of the other goal. It's a lack of movement from the last line to keep the field together. Our field got too big in the second half. Ja, warum denn wohl? Warum ist denn der Abstand so groß gewesen? Weil die Sechser mal wieder nicht vorhanden waren. Auf den Positionen, wo sie hingehören, Alter. The amount of easy mistakes, unforced errors is way too high. We could not. I felt no change of rhythm anymore in our game. These are the things I saw, and I can explain them very well and even. Ja, ist auch so. Es gab keine Rhythmus. Es gab wieder nur so ein Level durchgehen, scheißegal wie das Spiel steht oder sonst irgendwas. Traurig, einfach traurig. Ich kann mich an keine Bayern-Mannschaft erinnern, in der ich sowas jemals erlebt habe. Dieses Hinnehmen, ja. Klar, ich habe richtig schlechte Saisons erlebt in meinem Leben, Alter. Wirklich. Ich erinnere nur an Trapattoni, Strunz und so weiter und so fort. Aber selbst da hast du nicht dieses Monotone von der ganzen Mannschaft gehabt. Ich verstehe das. Da war ja auch keiner, der mal ein Zeichen gesetzt hat. Ja. Manchmal braucht es einfach auch mal ein rüdes Foul, so doof es sich anhört, ohne den Gegner jetzt verletzen zu wollen oder einfach mal ein Bodycheck oder sonst was. Einfach mal, um mal ein Zeichen zu setzen an seine Mitspieler. Jungs, hier, wach werden, wir sind hier. Wir müssen uns wehren. Gibt es bei uns nicht. Es gibt nicht diesen Führungsspieler. Ein Kimmich kann das nicht. Das hat er diese Saison mehrfach unter Beweis gestellt, dass er nicht diese Art Spieler ist. Nichts gegen Kimmich. Auf der 8 könnte er wirklich ein guter Spieler sein. Möchte ich nicht abstreiten. Aber er ist kein defensiver Sechser. Er rennt nur den Ball hinterher defensiv. Defensive Zweikämpfe. Super schwieriges Verhalten. Ja, er war heute in den Statistiken, hat dann ein paar Zweikämpfe gewonnen. Aber wirklich wichtige Zweikämpfe waren da nicht bei, Leute. Was er ganz gut kann, ist das Zustellen. So, das möchte ich ihm gar nicht absprechen. Aber boah, alter Belly. Proved them, and I felt them on the sideline, but this, I don't know where it came from, because it came from more or less nothing. Even like within the game, it came from nothing. And if I look at the last 2 weeks, at the last week, it came from absolutely nothing. Dann links oben bitte Klaus Bergmann für die. Naja, ich weiß nicht, ob man den gut gehört in Deutsch. Ich habe den auch nicht gehört, die Übersetzung war viel zu leise, ich habe auf sein Englisch geachtet. Er hat quasi das wiederholt, was er gerade vorher auch schon beantwortet hat.
Dass er einfach nicht weiß, woher das kam. Die letzten 2 Wochen waren ganz gut und wir waren auf einem guten aufsteigenden Weg. Und dann wieder der Rückfall. Aber nochmal, 2 plus 2 ergibt 4. Die DPA. Herr Tuchel, fühlen Sie sich heute mal als Trainer ohnmächtig wie vielleicht noch nie? Nee, ist nicht zum ersten Mal. Ich fühle mich, ist schon so ein bisschen das Gefühl, aber weil es so unverständlich, man weiß gar nicht, also auch jetzt habe ich gerade noch mal 5 Minuten, wie gesagt, die zweite Halbzeit angeschaut, man weiß dann gar nicht mehr, wo wir anfangen soll man im Defensivverhalten, im Anlaufverhalten, in der Kompaktheit, im Ballbesitz, wo soll man an? Es wird dann so fehlerhaft, unser Spiel wird so fehlerhaft, so zögerlich. Ja, und warum ist das so? Na? Versteht ihr? Ich will jetzt nicht den Kimmich und Goretzka zerreißen, aber es ist nur das Herzstück. Sechser und Achter ist das Herzstück einer Mannschaft, der den Spielrhythmus bestimmt, der das Pressing bestimmt, der die Pressinglinie bestimmt. Das kann nicht ein Müller bestimmen, der vorne auf der 9 alleine rumsteht, kann ich irgendeine Pressinglinie bestimmen. Oder Einfluss auf Spiel nehmen. Ja? Guckt euch die leichten Ballverluste an, guckt euch das hebelige Verhalten an. Wir brauchen einfach, vergleicht am besten, wo ein Thiago noch da war. Ja? Was ein Thiago für ein Spieler war, der den Spielrhythmus bestimmt hat. Ja, er war ja auch nicht der große Zweikämpfer, er war kein super defensiver Sechser. Aber er hat allein durch seine Dribblings, durch seine ganzen Art und Weise hat er einfach den Spielrhythmus bestimmt. Und so einen Spieler haben wir aktuell nicht. Ein Kimmich kann das nicht. Punkt. Kann er nicht. Er hat nicht diese Aura, diese Möglichkeiten auch. Wenn du Kimmich anläufst, kann er nichts anderes machen, außer den Ball nach hinten spielen. Er kann nicht mal eine Körpertäuschung machen und die 1 oder 2 Spieler ins Leere laufen lassen, dadurch freien Raum vor sich haben, wie es ein Thiago konnte zum Beispiel. Oder auch ein Marc Rocker, der das sehr gut konnte mit Ball. Das kann ein Kimmich nicht. Das ist auch gar kein Vorwurf, das kann er nicht. Das ist nicht seine Art und Weise. Ja? Und man sieht gerade, dass uns so ein Spieler halt abgeht. Ja? Oder du dann halt wirklich da eine defensive Kante auf der 6 haben musst und dann kannst du so einen Spieler wie ein Kimmich oder sowas auf die 8 stellen. Ja. Und wenn wir halt so vom Spielrhythmus reden und so weiter, ja, das Herzstück ist der 6er und der 8er. Die müssen das koordinieren, machen und tun. Und gerade der Kimmich, der sich als Kapitän der Zukunft sieht, also gut, vielleicht jetzt nicht mehr, vielleicht geht er und ach, keine Ahnung, Leute. Aber ihr merkt schon, ich rede mich hier schon mehr in Rage. Das Video wird ja länger wie meine Reaction. So wenig Rhythmus, so wenig Biss in unserem Spiel. Gar nichts. Biss gar nicht. Wie aber die ganzen letzten Wochen nicht. Ja, das müssen wir mal ganz klar sagen. Die ganzen letzten Wochen nicht. Seit Mainz nicht. 0 Biss. Gegen Schalke hatte man ein bisschen das Gefühl, dass ein bisschen Biss da war, weil wir uns irgendwie ein bisschen Lucky-Tore gemacht, wir hatten viele Räume, haben uns in so einem kleinen Rausch vielleicht gespielt, aber so wirklich richtig Biss. Heute gegen Leipzig, Alter, wo du 1-0 führst, wo du Leipzig in der Hand hast, wo es um die deutsche Meisterschaft geht, lassen wir Biss vermissen. Biss, Wille. Auch mit Ball, so den Gegner auszuspielen, die jede Möglichkeit. Wie gesagt, Coman war der einzige Außen, der diesen Biss hatte. Und Cancelo hat's versucht. Und ich fand Musiala auch in großen Teilen, der es versucht hat. So alle anderen auf den wichtigen Positionen, auf der 6 und 8, nichts davon, 0. 0. Ein Gnabry auch wirklich 0. Wirklich 0 diese Art gehabt. Ein Sané, der reinkommt, auch 0. 0 Leidenschaft, 0 Biss, gar nichts. Als würde es ihn gar nicht interessieren, dass es um die deutsche Meisterschaft geht. 0. Das kannst du doch keinem erzählen. Das glaubt dir doch keiner. Zu nutzen. Unsere Spielgeschwindigkeit ist nicht hoch genug. Das geht plötzlich von der 30. Minute bis zur Halbzeit und dann nach der Halbzeit, wir haben das ja schon in der Halbzeit angesprochen, werden so viele Themen, da müssen wir jetzt... Ohne Scheiß, er tut mir gerade wirklich leid. Er tut mir gerade richtig leid. Wirklich. Weil er kann... Ach. Ist die ärmste Sau gerade, wirklich. Die ärmste Sau.
Ich verstehe auch nicht, warum da nicht, wie ich schon so oft gesagt habe, die letzten Wochen, sich da endlich mal ein verkackter Sportvorstand oder ein CEO dahinstellt und mal sagt, bam, bam, bam. Ja, das wurde einfach verpasst. Alles muss der Trainer ausbaden, der am wenigsten dafür kann. Ne? Da muss sich mal knallhart mal nach so einem Spiel, jetzt nach dem Spiel ist das eh schon Geschichte, das Thema ist durch. Das hätte man vorher schon nach meinem Spiel mal machen müssen, da hätte sich mal knallhart da jemand hinsetzen müssen, eine Pressekonferenz geben und mal klare Kante reden müssen. Ja? Und mal aber mal einzelne Spieler mal richtig anfahren müssen, auch öffentlich. Ja? Leute, nochmal, es ist nichts Persönliches, es geht um die sportliche Leistung. Das sind Menschen, die 17, 18, 19, 20 Millionen im Jahr verdienen. Ja, kommen wieder das Geldthema. Ja, es ist nun mal ein verkacktes Thema, Alter. Ich verdiene noch nicht mal, wollen wir nicht drüber reden, ein Bruchteil, was wir verdienen. Können wir uns solche Sachen erlauben über so einen langen Zeitraum auf der Arbeit? Nee, kannst du nicht. Frechheit. Ja? Aber das den Trainer ausbaden zu lassen, das ist halt wieder, wie sich die letzten 2 Jahre durch den Verein zieht. Ja, der Trainer wird im Regen stehen gelassen und dann wundert man sich, dass die Spieler sich gegenseitig auch im Regen stehen lassen. Ja. Vorbildfunktion. Mir ist an mir und so. Gebe nicht mehr. Ich weiß nicht, analysieren und versuchen. Natürlich werden wieder einen Ansatz finden am Dienstag, aber ja, es hängt halt alles zusammen. Das Spiel ist komplex. Das wäre schon mal das Erste, was man streichen hätte müssen. Ja. Ja, trotzdem haben sie 2 Tage frei. Die Leistung ist scheißegal. Das sind doch Zeichen, die ich dann mal setzen muss. Weißt du, wie ich meine? Gerade wenn ich dann als neuer Coach da hinkomme. Ja, es war schon gegen den Mainz. So, da war ich noch mit einverstanden, dass man sagt, komm, ihr kriegt trotzdem die freien Tage, meinen Kopf frei kriegen und so weiter. Habe ich eingesehen. Aber jetzt, nach so einem, ich meine, gut, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen, müssen uns nichts vormachen. Aber gerade dann hätten wir mal sagen müssen, komm, ihr seid hier morgen wieder am Start, es gibt keine freien Tage, so eine Leistung kann man sich nicht bieten lassen. Ja. Das sind halt auch die verkehrten Zeichen. Auch von Vereinsseite. Man sieht ja, es ist egal, welche Leistung ihr bringt, ihr habt trotzdem frei, alles ist gut. Es kommt darauf an, kommst du aus dem Druck raus hin, wenn du nicht aus dem Druck kommst, wie spielst du weiträumig? Und wenn alles nur noch halbherzig und zögerlich und schlampig aus, dann hängt das ganze Spiel daran, dann sieht es so aus, wie es heute aussah. Wie sieht's hier aus? Keine Fragen mehr. Feierabend. Dann vielen Dank, Thomas. Ja, Leute, Fazit brauche ich nicht mehr ziehen. Ich habe jetzt irgendwie aus 9 Minuten 37 gemacht. Habe es nochmal alles irgendwie ein bisschen aufgearbeitet, mich teilweise auch wieder ein bisschen aufgeregt. Aber ja, keine Ahnung, es macht mich einfach, es enttäuscht mich. Enttäuschung ist eigentlich das beste Wort. Ja? Und vor allen Dingen halt auch, dass man denkt halt, wie ich schon die ganze Zeit in diesem Video gesagt habe, dass man 2+2 durchzieht und immer hofft, dass es 5 gibt. Es wird immer 4 geben, ja? Wenn man das auf die Spieler ummünzt. Es hat sich von dem Spielerpersonal seit Nagelsmann nichts geändert. Und da waren die Leistungen schon so, eigentlich sind sie unter Tuchel noch schlechter geworden, wenn man es mal genau betrachtet von Ergebnissen her. Wo man ihm ein bisschen was ankreiden kann, zumindest meine Meinung, so von Aufstellung her und Ansagen machen und so weiter. Dass er dann selben Schuh durchzieht wie Nagelsmann, ja, I don't know. Aber am Ende ist natürlich der Tuchel nicht für diese Saison verantwortlich und nicht dafür, dass wir keinen Titel geholt haben. Ja, natürlich steht er in der Verantwortung, weil er dann zu der Zeit jetzt der Trainer war und so weiter. Aber in erster Linie ist das ein Brazzo und ein Olli, so leid es mir tut. Ich habe die letzten 3 Spiele den Olli auf der Tribüne gesehen und habe gedacht, da sitzt ein Häufchen Elend. Also der Olli wird zu 100% weg sein am Ende der Saison. Und Brazzo muss genauso gehen. Punkt. Also da gibt's nichts zu diskutieren. Ja. Ich habe es vorhin schon gesagt, um das Thema dann mal damit abzuschließen. Ich glaube, der größte Fehler ist, dass ein Uli da im Hintergrund rumfingert. Ja. Ein Uli sollte sagen, entweder, yo, hier, ich mache jetzt was weiß ich was, ist mir egal, den CEO oder was, oder ich ziehe mich komplett zurück. Ich glaube, dieses im Hintergrund rumgefickel, das hilft keinem.
außer dass ein Brazzo immer noch im Amt ist, der sonst schon lange weg wäre. Ich glaube auch, dass das ein bisschen die Autorität vom Olli untergräbt. Und unser Präsident Herbert Heiner, ich denke, das sieht jeder, dass das einfach nur eine Marionette ist, der da sitzt und wo Präsident draufsteht. Ja, ansonsten Brazzo und er, die machen nichts, ohne das irgendwie mit Uli abzusprechen. Und ich glaube, ein Uli ist da nicht so, der sich da so vom Uli beeinflussen lässt und steht deswegen auch ein bisschen alleine im Regen da. Das fühle ich gar nicht. Ja, wie gesagt, nichts gegen Uli. Er hat das aus dem Verein gemacht, was der Verein ist. Aber entweder ist er da, dann soll er in den Vordergrund gehen, soll eine tragende Rolle übernehmen. Völlig okay, völlig gut. Oder er soll sagen, ich bin weg. Ja, und ich mische mich da nicht mehr ein. Aber dieses im Hintergrund darum doktern, machen und tun, ich glaube, das schadet uns gerade mehr, wie es uns hilft. Ja, aber ich denke, das wird dann jetzt die nächsten Wochen da ordentlich krachen. Die Sache ist, wenn es nach einem Uli geht, wird ein Brazzo bleiben, Leute. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und wie da die Fanmeinung ist, wie gesagt, ich war lange für Brazzo, mittlerweile muss er aus meiner Sicht gehen. Er ist nicht tragbar, nicht als Sportvorstand, schon gar nicht als Sportdirektor. Er hat jeweils beide Trainer im Regen stehen lassen, anstatt sich da als Sportdirektor hinzustellen, was die für meines Erachtens die Aufgabe eines Sportdirektors ist, sich da hinzustellen und zu sagen, so, Mr. Kimmich, Mr. Koretzka, Mr. XY, so und so geht das nicht. Ja, um die Spieler mal anzuzählen. Er muss nicht der sein, der schön Freund, schön Wetter macht mit den Spielern. Nee, dafür ist der Trainer da, der muss da ein bisschen zurückhaltender sein, das verstehe ich voll, aber ansonsten, und wenn der Sportdirektor das nicht hinkriegt, oder der Sportvorstand, ja, dann muss halt der Oli Kahn dahin und muss das klipp und klar auch in der Öffentlichkeit aussprechen und sich nicht beide da hinsetzen und sagen, ja, es tut uns so leid, der Nagelsmann Julian war so ein toller Typ und eigentlich ist er ja der Beste und ja, wir haben ihn entlassen. Wie unglaubwürdig kann man sein? Ja, also, boah, Leute, das wird richtig knallen bei uns. Das wird richtig knallen. Die deutsche Meisterschaft ist weg. Da gibt's keine zwei Meinungen, meiner Meinung nach. Und vielleicht ist es gut so, dass wir ein reinigendes Jahr haben. Es kann aber auch sein, dass wir jetzt echt in eine schlechte Phase abdriften. Ja? Wenn das weiterhin da irgendwie die Spieler, die nicht wirklich anscheinend zusammen harmonieren, alle beim Verein bleiben und weiter da irgendwie ein Hickhack gemacht wird, ein Brazzo vielleicht im Amt bleibt. Man weiß ja nicht, dass ein Oliver Kahn jetzt ein Bauernopfer jetzt wird. Dann ist auch nicht gesagt, dass das nächste Saison großartig besser wird. Ja? Ich hoffe natürlich, dass das irgendwie jetzt eine reinigende Wirkung hat, sowohl im Verein wie auch im Kader. Wie gesagt, aus meiner Sicht müssen 5 Spieler gehen, die ich schon aufgezählt habe. Und da muss frisches Blut rein, damit man wieder eine andere Hierarchie erstmal in die Mannschaft kommt. Ich denke, ein De Ligt kann da sehr gut aufsteigen, dass er da in den Mannschaftsrat kommt und könnte der kommende Kapitän sein, der ein bisschen was ausstrahlt. Das ist aber natürlich einfacher, wenn er dann jetzt schon ein bisschen länger da ist und dann so 5, 6 neue Spieler da sind, dann ist das natürlich alles ein bisschen was anderes. Kann sich da jetzt schlecht hinstellen und irgendwie einen Kimmich da über den Mund fahren oder was, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber gut. Sorry für diese super langen Monologe. Sollte eigentlich eine Reaction sein. Ich habe mich ein bisschen in Rage geredet. Es sei mir verziehen. Wenn nicht, macht einen Daumen nach unten und alles ist tutti. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, haut rein, bis, I don't know, spätestens zum Wochenende. Tschüssi.